Guten Morgen, alle. Welcome hier. Mich freut, dass ihr in Lebenswasser sind von der aus Samaris. Dankeschön für hier sein, für Rückkommen von der. Und ich will auch im Kamera anchecken und bloß jünt auch welcome heute und Dankeschön sein, dass ihr mit uns taub sind. Gleich lang trägt, paar Weg trägt, dann kommt ein älteres paar Lied noch mir gehen. Sie werden hier das Jahr spazieren. Und sie rupte mich bei Namen und ich konnte noch keinmal sein. Und sagte ich, wo weit die mich Namen? Und sie sagt, weil wir haben alle über die Jahre einmal Lebenswasser gekickt online. Und sie sagt, dass wir ein Sehen finden, dass sie können mit uns taub sein am Sonntag. Und so, Dankeschön für mit uns taub sein, Dankeschön für alle hier sein. So, hier haben wir ein Teil interessante Dinge, was da abkommen, ein Teil Announcements, was da sind, Bekanntmerkungen. Und wir sind excited für das Einklassen, was wir anfangen, diese Werk. Diese Einklassen, die sind für befriedete Lied. Und so, diese Klassen, die Vision hängt dort für das Jahr besonders ist, dass dort eine Investierung sein in jene Einheit. Wie weiter dort, wenn wir in Geld nehmen, wie dort wir investieren, wir hoffen, dass wir mehr Träger kommen, dass wir uns in Benefit sind, dass wir Genote davon haben. Und dort, was wir dann mit diesen Einklassen. Die Einklassen haben so abgestellt, dass die können investieren in jene Einheit und dass jene Einheit bloß was besser sind, die werden Genoten von haben, wenn die sind Portgewas von dort. So wie ich kicke Fairweg zu dort. Und so ist hier, wir haben einen Jahresredner und ein Couple, ein paar Lied, die kommen von Ontario, Kanada, sie nennen Stan Blatz. Und so wird hier den zweiten Einklass, was hier reden. Und das ist der den Ieescht, was reden. Und dann den Dritten, dort ist einen Sinn und dann haben wir gefragt, dass er zu dem Mana reden. Und dort, wo die Mana irgendwann vergehen, verab sein, und da wird 100 Preise sein, da wird ein vollständiger Freistieg sein. Und das, wo wir Mana kann bis kommen, horchen, das wird ein Seminar sein, was die Zeit sein, was er lernen, was Freistieg geht, und nach Wara, Maya horchen. Und so, das, wo wir aus Mana kann, bloß investieren, uns selbst zum besseren Lehrer sein im Heim, bessere Lehrer in uns Leben, dass wir uns besser even selbst leiden können. So, Mana misst dort nicht gut sein, und ab für das Mana-Freistieg, was da abkommt. Wir sind in der Serie von Botschaften, Ieescht Bäden. Und wir haben uns gefragt über diese Zeit, wo wir uns Leben loten, wenn wir Ieescht beten. Man würde Ieescht beten. Und so, von der erst der 14. Tag von unserem Beten und Fasten, wir sind in der letzten Werk. So, für die wird der Fasten dann, wir sind meistgleich durch mit das. Und so, Dankeschön für das Portmerken von jenen 21 Tagen, dass ihr Fasten dann anstehen, beten dann, Gott segnen in dieser Zeit. Und auch Dankeschön zu jenen Mana, was da rauskommt. Für mich, als dat nicht so viel Mana ist, was da rauskommt, bloß dass die Mana sind, was sagen, ich stehe bereit und ich will ein besserer Lehrer sein, ich nehme das ernst, ich will bei der Jebäd sein, ich stehe an für meine Familie, für mein Geschäft und wie habe ich sein, wo die Mana rauskommt und Gott hat geschafft und es ist eine sehr gute Zeit, so diese Weg noch einmal war, Mana kommt bereit für dort, 7:30 Samaris. Und ich will auch Dankeschön sein zu Ihnen, was die Länge im Korridor vor, some vor uns, aber nicht steht, aber guckt ihm auch, ob das ein Weg zu legen. Und die nehmen sich Zeit zum Beten. Und die beten für die Geschäfte, beten für die Menschen, die auf den Weg fahren. Und wir haben über diesen Korridor gebeten, über die letzten paar Wege, diese Weg, was nach Wara passiert. Und so viel von Ihnen haben freiwillig dort getan, ihre Zeit, ihre Geld getan und ihre Gabe gebracht zum Beten. Und so Dankeschön für diese jenen Beten. Bevor wir in der Botschaft gehen, Janke, möchte ich bloß noch einmal wahr sein, uns Wort für 2024 als fertig nicht. Und ich sehe bloß sehr klar über das, dass Gott hat das Wort für uns als Kirche. Ich fühle das sehr stark, dass das ein Wort für uns, dass wir fairweg gehen und wir ein Leben ohne Furcht. In der Dezember dann kam ein junger Mann an mich und er sagte, was ist die Vision für 2024 für Lebenswasser? Und ich sagte, fertig nicht. Und er sagte, was meinst du? Hast du something, was du abkämpft, wo wir Angst vor haben? No, ich sagte, das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass 2024 ist ein Jahr, wo wir den nächsten Stopp nehmen und uns glauben, dass wir rausgehen, uns Glauben mitteilen und dass wir bloß einfach fairweg gehen, ohne Furcht. Gott hat gesagt, dass wir uns nicht fürchten. 365 Mal hat er gesagt, fürcht dich nicht. Hab nicht Angst. Und so dort ist das Wort für uns, das Jahr, und wir wollen fairweg gehen. Ich glaube, some von Ihnen, die sollen nicht Angst haben, um in Familie gehen, um Dinge über reinmerken, oder vielleicht eine Relationship aufmerken, oder anfangen, oder eine Arbeit anfangen, oder eine Arbeit ab hier. Vielleicht hast 2024 ein Jahr, wo die hast lang über Angst gehabt oder gefurcht, was ab hier, und du weißt nicht, was war das dann, wenn ich das wo ab hier.
aber die Welt soll dieses so abhören. Fürcht die nicht. Und so dort ist unser Wort für 24 und ich merke, Mut in dort zu leben. So diese Botschaften von Ieescht Bäden, ich will ein klein bisschen zurückgehen, für die, was hier vielleicht nicht sind, hier war es der erste Sonntag, dann check wieder noch das Wort von Ieescht. Dat Ieescht, dat Gott will das erste von uns da haben, mit unserer Anbetungszeit, mit dat wir beten tun, dat wir in sein Wort sind. Er will das erste haben in uns Leben. Er will auch das erste haben von unserem Werk, dass wir in der Kirche sind, dass wir beständig in der Kirche sind, am Sonntag. Er will auch das erste von unserem Monat, wo wir unsere Ernung vielleicht monatlich reden, er will das erste Part haben. Und auch das erste Part von das Jahr. So dort wird der erste Sonntag, der zweite Sonntag, der vierte Sonntag, dann reden wir von einem Model, von einem Muster, wo wir können lernen von dem Alten Testament, wo Moses die Israeliten leiden dort und Gott sagt, biet mir ein Haus, biet mir ein Anbetungszelt, wo ich kann mit ihnen Gemeinschaft haben. Und dann wird das stoppen, was sie mussten tun in das Alten Testament, dass sie können bei Gott kommen und sie können angesicht mit Gott reden. Und wie früher uns ein bisschen checkt in unser Leben sieht, wo würde das sein, wenn wir würden es dort für Gott kommen? Ich am Danken und ich uns reinmerken sozusagen, sei, check nur mich Gott, was ist in meinem Leben, was ich kann verbessern. Und dann mit einem reden aus dem Führer, aus dem Freund. In dem Prinzip hat wir noch gecheckt, vier Sonntag. Von der will wir checken noch 4 verschiedene Werte, was wir gewöhnlich brauchen in uns Jebäd. Das sind 4 Werte, das sind viele Dinge, was wir beten, aber von der wollen wir checken, was von einer Werte zu beten. Bevor wir das tun, Jan hat mir ein Obergott-Video zu wiesen, und der ist von Luis und Wendy Madrid. Sie sind von Lebenswasser hier, sie reden Spanisch und sie haben eine Obergott-Geschichte. Sie beten, Gott antwortet und hier ist die Obergott-Geschichte. Check mal nach das. Hola, mi nombre es Luis Madrid. Hi, mijn naam is Wendy Wieb en dit is onze dochter Amaya. En we freuen ons sehr, dat we kan hier onze geschichte vertellen hier in Lebenswasser. Nuestra historia comienza en el 2020 cuando nos embarazamos por primera vez. Era algo que no esperábamos, pero igual nos alegró mucho la noticia. Yo sentía que podía perder al bebé, pero no quería tener pensamientos negativos, así que oramos a Dios y le pedimos que protegiera al bebé. Y en una mañana estaba yo viendo estados de WhatsApp y me salieron versículos bíblicos que me llamaron mucho la atención. Y los guardé, pero no le tomé mucha importancia. Entonces esa noche fue cuando perdimos a nuestro bebé. Fue algo muy difícil y a pesar de ser algo muy común, no dejó de ser muy triste. Y le preguntábamos a Dios por qué y no entendíamos qué era la razón. Pero Dios me recordó los versículos y su palabra que decía, nos estaba acompañando y que a Él también le dolía y que estaba ahí con nosotros y eso nos ayudó y nos confortó. Pasaron los meses y volvimos a tener el deseo de tener un bebé, pero vimos que no era tan fácil, entonces decidimos buscar ayuda de un doctor. El doctor nos recomendó un tratamiento y esa misma tarde tuvimos una reunión con unos amigos y ellos nos dijeron que antes de iniciar el tratamiento oráramos y se lo pidiéramos a Dios y tuviéramos fe. Entonces decidimos devolver el tratamiento y decidimos entonces dejarlo todo en las manos de Dios. Y seguían los meses y yo no podía embarazarme todavía, entonces decidimos tratar con mi salud. Y fueron varias cosas las que hicimos, no solo fue un tratamiento. Y en ese año nos acercamos mucho a Dios y tuvimos una relación más estrecha con Él. Pero nuestra lucha espiritual era sobre la oración y de si estaba bien o no pedirle nuestros deseos, sabiendo que había la posibilidad de que no era su voluntad darnos un bebé. Y en un momento orábamos con mucha fe y al otro momento estábamos con duda. Y una amiga nos hizo saber que la oración se trata más de escuchar que de pedir y que estaba bien pedirle nuestros deseos a Dios, pero que nos ayudara a ver qué nos quería enseñar durante este proceso y que al final nos alineáramos a su voluntad y que aunque fuera o no darnos un bebé. En enero
cuando en una noche de alabanza, cuando terminamos el ayuno que hacemos como iglesia, el pastor Jacob Cornelsen dijo que Dios le había dado un versículo como profecía para muchos de la iglesia. Y ese versículo dice así en Isaías 43, el 18 al 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En momentos de duda no sabíamos si Dios nos escuchaba. Pero Dios ya estaba trabajando, como dice el versículo, por medio de los tratamientos. Tomamos ese versículo como su promesa. Y esa noche fuimos al frente con el equipo de oración y ellos nos ayudaron a orar. Y a las 2 semanas Dios contestó nuestras oraciones y nos bendijo con una bebé y lo alabamos por eso. Amaya es una prueba de que Dios responde oraciones y lo alabamos. Pero también hemos aprendido a alabarlo cuando no responde otras oraciones como nosotros quisiéramos. Pero de eso se trata la fe, que tenemos un Dios bueno y amoroso que sabe darnos y negarnos lo que es mejor para nosotros. Ik hoop voor jullie heeft het ook moed dat je blijven bij Bäden. So deze feier wird, waar ik wel van deel een beetje van reden, als het nummer 1 is, we beten voor zijn, we beten voor een Engerscheid merken, dat we worden kunnen een Engerscheid merken, voor Einfluss wat we kunnen zijn. En we beten ook dat God wat ons met ons gaan, en zijn geen wordt wat met ons zijn, en dat God ons wat beschützen. En die, van wo ik dat wel uitnemen leer van der, dat het uit zo'n staat waar we vielleicht niet worden groot zo denken, dat het van daar jet wat te leren. Want het komt uit het Oude Testament, en dat is een eerste Chronik, en daar zijn plus nomes, van nomes, eine zijde, nog een zijde, dat zijn plus nomes dat zegt, deze persoon had deze persoon, deze persoon had deze persoon, deze lied had deze zijn en die had deze zijn, en deze zijn had deze zijn. Zo jet het door 600 nomes. En dan op eenmaal in de maat van dat, dan is op eenmaal something wat anders. Krijg je in de maat, dat is meestal van God zegt, hier is wat anders, dit had beet wat anders, hoor maar wat deze zegt. En dat zijn vers waar we wel dat van deel uitnemen. Dat is in Chronik, eerste Chronik 4, vers 9 en 10. Een man met naam Jabez had een gerater aan zijn als zijn bruider en zijn moeder naamde hem Jabez en zei, ik ga hem met weidel geboren. Jabez in een Hebreeuwse spraak, dat meint weidel, lijden. En zo, mamas, dat niet jullie jongens weidel naam. Dat is een beetje zoals van je worden te jullie vriend, jullie jongens introduceren en zeggen, dit is Peter en dan dit is de kleine Jacob en dan dit is weidel. Dat is weidel. Nou, dat wordt niet zo interessant zijn. Maar dat is wat ze noemen weer. We weten niet waar we ze noemen weidel weer. Wir haben einmal geboren, vielleicht mit something in seinen Körper, vielleicht something verkrebelt, dass er nicht so gut moven ist, was oder vielleicht hat die Mama eine schwere drehende Zeit gehabt. Wir weiten nicht, die Bibel sagt nicht, was wir weiten ist, dass sie nomen, Jabez, das meint weidel. Sie nomen wir weidel. Nu stel die best mal bet vor, wenn die nomen weidel wir, oder wenn du something in dein Leben beleefd hast, wat beschreven is met weidel. Want dat zo staat is, wat wilst u dan beden? Wat wilst u beden? En ik wil dat zal je hier te zijn, wat Jabez deed. Hij in zijn gebed is hij te God bed. Hij redt niet van zijn weidel, hij redt ook niet van zijn naam, maar we weten dat we zijn naam. Vers 10 zegt het, en Jabez roept den God in Israël aan en zegt, zijn du mij en laat mijn landstek vergrateren, stu bij mij en hou agelijk en bedreignis van mij weg. En God juicht hem dort, waarom hij gebed had. So hier zijn 4 dingen wat hij aanbeet. Hij beet dat God wat hem zijn en hij beet dat zijn landstek wat vergrateren. Dat meint dat hij wat een Engerscheid kan merken, dat hij wat een Einfluss kan merken. En hij beet ook dat de jeen wordt. Hij zegt, stu bij mij. En dat meint dat de jeen wordt wat met hem gaan. En dan zegt hij, en nu beschützt mij. En die dingen willen we een beetje uitnemen. Wenn we gaan die uitwol, we gaan een wol, jedes Mal, wenn we durch weiter gaan, oder wenn we in een zware tijd zijn, dat we kunnen van die dingen bloß van dort reden. Oder we kunnen sozusagen herfliehen en naar dat kijken, wat God heeft voor ons leven, dat we hecher zijn, is
bloß kriegt, wo unser Weide ist. Wenn für some Menschen, vielleicht nicht für jünd, aber für some Menschen, ihr Problem ist wirklich nicht ihr Problem. Ihr Problem ist, dass sie kein gerateres Ding haben in ihr Leben aus dem Problem. Das ist das einzige Ding, wo ich von rede. Das ist meine Trouble, das ist meine Problem, das ist meine Weide, das ist, wo ich sehe. Das ist der größte Ding, wenn sie bis einmal kriegt, von dort reden. Now, ich hoffe, die können mich verstehen, Gott, der bohrt das nicht, wenn wir nur ankommen mit der Weide, mit den Troubles, was wir haben, mit den Problemen, was wir haben. Gott, der sagt, komm nach mir, schmied die Sorge nach mir, komm nach mir mit den Dingen, was die schwer sind. So, das ist nicht, dass wir nicht selber ankommen. Er sagt, komm nach mir mit deinen Troubles. Aber hier, was mich interessiert von Jabez, ist, dass er redet nicht von seiner Weide. Er guckt, welcher ist dort, was Gott hat für ihn. Und so, Gott gibt ihm dort, was er am Jebäd hat. Und so dann ist die Frau, was soll mein Gebet sein? Wo soll ich beten, wenn ich in Weide sehe oder in schwere Zeit sehe? Denn der erste Punkt ist, bet für Sehen. Das ist, was er tut. Er bet für Sehen und er raubt das aus. In Englisch, ab der King James Version, da sagt er, bless me indeed. Indeed, das meint, dass er raubt einfach aus. Er schrie aus zu Gott, sehen mich. Und so, wir können das auch tun. Und wir tun das auch meist immer, wenn wir beten, wenn ich bete, wir haben das damit an, sagt Gott sehen uns. Und das ist auch nicht mit euch, wenn Gott der will uns sehen. Gott ist ein Gott, er gleicht zu sehen. Er gleicht uns zu sehen. Und so, wenn wir Frauen Gott versehen, gewöhnlich ist es, dass wir Frauen für gute Dinge in uns leben. Wir Frauen Dinge, was er uns geben soll, für Gesundheit, für unsere Kinder, für eine Ernährung, für eine gute Arme, für all die Dinge, wie Frauen, dass er uns das sehen. Wenn wir gut getan haben, dann sagen wir, man, Gott, der hat mir, so soll ich sehen, hat mir diese Dinge gegeben. Und so, wir kennen Gott Frauen für diese Dinge. Der König David, der das auch in Psalm 5, Vers 12, ein Part in 13. Das ist dasselbe Kapitel, wo wir laut spannen wird und wo David sagt, meine Sache, meine Dinge, die leih ich fertig, die Dinge, die mir schwer sind. Der Eberschrift sagt, das ist ein Gebet von einem, was angegriffen wird. Er sagt, aber Lot, die sich freuen, der vertrauen auf die Sachen, dann Vers 13, weil sicher sehnst du, Herr, der Gerechte. Du nimmst die ganz an, so als ein Schild, das ganz rum an. Aber das ist nicht arg, das ist ein gutes Ding, wenn wir Gott Frauen versehen für die Dinge, was er uns geben soll oder geben wird. In 1. Mose, da haben wir die Geschichte von Isaac. Isaac, der sät in das Land, er kriegt dort ja eine 100 doppelte Ernte, der Herr, der sehnt am. Und er war bloß Recker und Recker, er war ein Recker Mann. Und er wird bloß einfach sehr gut auf. Ich rede ein paar Wochen zurück mit einem Mann hier, der lang im Weg, und er hat ihn geschafft, und ich frage, was hat er getan? Und das erste Ding, was er sagt, Gott hat uns bloß Büter, gewöhnlich sei gesehen. Ja, er sagt, wir haben in 2023 einen Rekord gebrochen mit dem Wind, das, was wir haben gehört. Gott hat uns bloß sehr gesehen. Das ist, was er mir sagt. Das sind die Dinge, was er gekriegt hat. Wie ein bisschen ist das hier, bloß einfach, so ist es hier sagt, wir einfach bloß sehr gut auf. In 3. Johannes 1, Vers 12, da sagt mein lieber Freund, ich bete daran, dass die dort in alles gut gehen, dass du gesund sein und so, als dass die innerlich gut geht, dass die eine Seele wird gut sein. Und aber das hier ist das so, dass die das Wort gut gehen, auf Englisch sagt es, that you may prosper. Now, das Wort, da haben wir alle ein bisschen Angst vor, weil wir wollen nicht nur die im Groven angehen und plötzlich dass alles sich handelt am Recht worden und das Geld alle für mich ist. Und das ist auch nicht, was ich lehre. Ich lehre nicht, dass wir selber bloß beten, dass Gott uns soll mehr sehen, dass wir mehr haben, wir wollen mehr Geld haben, wir wollen mehr Dinge haben, mehr Korn, mehr Traktor, mehr Land. Bloß, dass das für uns ist. Die Dinge sind alle nicht schlecht, aber ich lehre, dass Gott, wir können Gott Frauen und sehen, dass er uns sieht, dass wir können ihn sehen sein. Das ist nicht mehr arg, wenn wir Frauen Gott sehen mich, dass ich kann sehen sein. In 1. Mose 12, das ist, was Gott sagt, er sagt zu Mose, ich werde hier in ein großes Feld merken und ich werde sehen, dass du kannst sehen sein. Wenn du bloß betest für Gott, für sehen, was du bloß ist für dich, wo wirst du dann den Menschen oder die Weltraum, die verändern, zum Einfluss sein, zum verändern, wenn das bloß alles für dich ist. Und so ich glaube, Gott, der will dich sehen, aber dass du kannst für andere sehen sein. So wenn du betest, dann kannst du beten, Gott sehen mich, mit mehr als was mir fehlt, sodass ich kann sehen sein zu der Welt um mich.
Dat is wat Jabez deed. Het eerste wat hij deed is hij vroeg voor een zegen. En ik weet dat. En de tweede ding wat hij zegt is hij beet voor een invloed. Hij beet dat hij wat kan een onderscheid maken. Dat zegt en dan mijn launchdag verraten. En zo ik neem dat zo. God zegen me, geef me deze dingen. Maar dan merk ik ook daarin op dat ik kan een onderscheid maken. We beten dat veel, maar God helpt ons dat we kan een onderscheid maken. Maar hij beet hier, God zegen me dat ik kan uitgaan en dat mijn launchdag, mijn invloed wat plus geraten zijn dat ik wat kan een onderscheid maken. Ik bid dat veelmaal voor mij. God merkt het daar op voor mij. Merkt het daar op dat ik kan een onderscheid maken. En we beten dat voor levenswasser. Merkt het daar op dat we kunnen wo steden zijn, waar dat veld, waar we geven kan en waar we reden kan, waar we andere mensen leren kan. En dat is waar we kunnen zijn. Verraten mijn launchdag. Ik wil een onderscheid maken in deze wereld. En we alle, we kunnen een onderscheid maken. We alle kunnen een invloed. We hebben alle een invloed. En we willen een positieve invloed zijn. En op ik geloof voor sommige mensen is onze wereld waar we bijna leven plus te klein. Dat is plus te klein. De wereld is te klein, wanneer het alles aan mij, alles wat ik me kan opschaffen, alles waar ik bijna leef, dat heb ik niet opgeschaft, dat is hoe ik zie, dit is hier alles, dit wil ik hier beschützt hebben, dit is voor mij. En dat is een kleine wereld. Jabez die zegt, zijn me dat ik had, dat ik kan anderen ook zijn, dat het mijn launchdag verraten is, dat ik kan uitgaan, dat ik kan een onderscheid maken. En ik geloof God der roept ons, omdat we een leven, wat we best gaan leven met een open hand. En zeggen, God zijn me, maar geef me ook een gelegenheid, wijs me, hoe ik kan een onderscheid maken. Dat ik wel metledig zijn, dat ik bereid zijn te geven, dat ik bereid zijn te mijn geloven met te delen, wanneer ik wel een invloed heb. En zo merk ik me daarop dat mijn launchdag plus verraten is. Dat ik wel in een dienst gaan. We zijn alle in een dienst. Dat is niet plus een prediger wat in dienst zijn. We zijn alle in een dienst. En de dienst is omdat we ons geloven voor uitleven voor het goede voor andere mensen rond ons. Dat de best wat een goede invloed zijn. En zo, waar we uitgaan, waar we een onderscheid merken, en dat is wat hij aanbiedt. Want du zegt, wel, dit is plus niet voor mij. Ik zie te blij. Ik kan niet, ik weet niet. Dat is, wie zei dan nog maar, dat is best niks met mij. Wat immer is, weer aan onszelf doel. Dat is niet de rechte weg dat te doen. Want we willen een onderscheid merken, we moeten ver weg gaan, ohne angst ver weg gaan, wenn we weten God, der is van onze zijde. Epheser 3, vers 19, da zegt het dat God zijn kracht is met ons. Da zegt het is dit. Je zal Christus zijn leven kennenlernen, zo eerstens dat we eenmaal weten dat hij ons God is, hij leeft ons. En dat gaat veel wieder, als we opvoeden oder verstaan kan. Onze imaginations kan dat niet mal, we kunnen niet mal wat denken, wat groot zijn leven is voor ons. Zodat je vallens en gans hebben mogen wat God voor jullie heeft. Dem, wie we kunnen zeggen, God, in vers 20, dat er zijn kracht veel meer in ons doen kan, als wat we denken oder verstaan kan. Den treft alle ihr. God treft alle ihr. So waar we ons niet zelfs geven en zeggen, dat heb ik opgeschaft, dat is hoe ik zie. Nou, waar we ook beten, God, merk me daar op. Wenn ik wel een onderscheid merk, nou, ik kan dat niet. Ja, die kost. Met God zijn kracht, wat veel geraten is wat we ons voorstellen kunnen, zijn lijf wat geraten is wat we ons voorstellen kunnen. Dat gaat met ons en dat kan ons de kracht geven om dat te doen, om een onderscheid te merken. Vielleicht is het dat some van ons, we hebben een kleine droom, of even een kleine plan. Vielleicht ist unser Traum zu klein. Oder vielleicht haben wir bloß einfach Angst. Wir haben Angst, zum Fernweg zu gehen. Und vielleicht haben wir even abgehört mit Träumen und mit Plänen, mit in die Zukunft checken. Für mich ist es nicht gut, wenn ich abgehe mit Träumen. Ich gleich zu träumen und dann würden wir noch das tun, dann würden wir hier tun, oder wollen wir das tun. Mir hat es kein Träumen. Meine Frau weiß auch, wenn ich abgehe mit Träumen, das ist nicht ein sehr gutes Ding. Nu, ik wil je zelf mee verstaan. Ik doe je niet leren dat je kan best wel gewoon op mijn armen zetten en dan best dromen en zeggen, dit is wat ik een dag wil hebben en dan dat wat passiert. Dat is niet wat ik zei. Dat is niet dat dat schaf. Dat is niet dat we best brokken dromen en dat genoeg mal zijn en dat het dan wat passiert. Maar ik geloof dat wanneer we een plan merken en we een droom hebben en we dat opgeleid hebben met God en we vrouwen voorzien zijn en we vrouwen dat hij ons wat opene deuren geven, dat hij wat onze launchdag verraten en zo te zijn dat we kunnen invloed hebben, dan kan God ons zeggen dat hij, wie kunnen ze dit zijn? God laat mij zijn wat du zegt, dat ik dat kan nu gaan,
wat du für mein Leben hast. Dat het abgelehnt ist mit dir, Gott. Ich will nicht bloß was träumen, was nicht abgelehnt ist mit dir. Und so, wenn wir dort können, dann, dort, wo Gott in Gefallen an hat. Und dann Nummer 3, das nächste. Für Gott seine Gegenwart. So viel mal, wenn wir beten. Und wenn ich bete Gott, Dankeschön für deine Gegenwart. Dankeschön für deine Gegenwart hier. Dankeschön, dass du hier bist. Und so das, was er auch tut. Hier hat er betet, Gott segne mich. Und so, gib mir diese Dinge, aber nicht für mich. Gib mir, dass mein Lohnsteck wird verraten, dass ich einen Einfluss habe, dass ich kann rausgehen, dass ich kann Segen sein, dass ich das kann wiedergeben. Aber ich will es nicht allein tun. Er sagt, komm, steh bei mir. Ohne deine Gegenwart will ich das nicht tun. Er sagt, steh bei mir. Und so viel mal danke ich Gott für seine Gegenwart in mein Leben. Und ich vertraue für seine Gegenwart, wo ich kann gehen, dass er wird mit mir gehen. Ich kann auch für die letzte, ich weiß nicht wie viele Jahre, jedes Mal fährt ich hinabgehen. Dass sie das glauben oder nicht, aber ich stehe da eng und ich bete Gott und ich sage, komm Gott, geh mit mir mit. Ich will hier nicht allein hier ist das abgehen. Die Gegenwart, der soll mit mir gehen. Ich will nicht hier ist das an den Stage gehen allein. Ich habe das nicht bis getan, nu, dass ich nochmal hier reden darf oder dass ich die Kirche leite. Ich habe das über die Jahre getan. Even wenn ich bloß ein paar wird solche sein, ich sage immer, Gott, komm mit mir. Geh mit mir mit, deine Gegenwart sollte feil sein. Nicht mir, aber deine Gegenwart sollte feil sein. Und so, wie hat das getan als Kirche? Wie frauen Gott für seine Gegenwart. Du kannst das down in dein Geschäft. Kannst am frauen Gott, komm mit mir in mein Geschäft. Deine Gegenwart soll das feil sein. In dein Heim, bei deiner Arbeit, wo immer du bist. Kommst du mit mir, ich will das nicht allein down. Some Jahr trägt dann, früh ich mal, ich früh einmal, wo so kämen je noch Lebenswasser? Was braucht ihr noch Lebenswasser? Wo kämen wir her? Und er sagt, all Jahre trägt, als wir hineinkommen, dass wir zu der deren Ende kommen, das fällt sich besonders. Ich kann bis Gott seine Gegenwart feilen. Und ganz kurz, über das Helge aus, was jetzt hier wäre, über Weihnachten, dann wir hier was Lied von wie auf, was nicht wäre hier warst. Und sie kamen trägen und sie sagen, wir kommen bis zu der deren Ende, wir kommen in die Kirche an und wir können bis feilen, dass wir was anderes. Hier wir bis Gott seine Gegenwart zu feilen. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen, Gott seine Gegenwart soll mit uns kommen, dass das was zu feil sein, dass das was zu sein sein, das ist nicht wegen uns, aber dass seine Gegenwart was zu feil sein. So, Gott, deine Gegenwart soll bis mit uns kommen. Komm, steh bei mir. 2. Mose 33, da sagt Moses, der sagt, wenn du mit einmal nicht so mit uns gehen, dann bring uns nicht von dieser Stadt. Das hier können wir die Fall. Wenn du nicht mit uns mitgehst, dann werden wir hier bleiben. Ich will bis nicht gehen und die. Ich will deine Gegenwart haben in mein Leben. Komm du mit mir. Und dann will wir Gott die Ehe geben für die Dinge, was wir erreichen in uns Leben. Und das handelt sich nicht um uns. 2. Korinther 3, der sagt, wir seien uns nicht so honest, wenn wir über uns selbst dort umstand werden, alles vor dich zu bringen. Das kommt von Gott. Das kommt von Gott und wie wir das bestauscht tun. Mein Leben, meine Arbeit und wenn wir noch Lebenswasser checken, dann können wir bis sein und du kannst es sein in dein Leben. Deine Hand ist ab mir. Ich kann es sein, dass deine Gegenwart, deine Hand ist ab die Dinge, was ich tue. Das wird er noch früher. Er sagt, komm, steh bei mir. Ein anderer wird, komm da deine Hand ab die Dinge ab, was du mir hast, nur gefragt zu tun. Da deine Hand ab mir. Gott lässt deine Hand ab mir sein, wenn für was du mir gefragt hast, oder was du mir für geraubt hast, das ist zu groß für mich. Und ich will bis zu some von euch reden hier von dir. Some von den Dingen, was ihr tun, das kann ihr auf einmal so viel. Vielleicht sage ich, krieg von dir hier und ihr sagen, ich weiß, dass Gott hat mir geraubt für das. Ich tue das, aber ich fühle mich so, das ist zu groß für mich. Das ist bloß zu groß für mich. Und vielleicht ist das bei deiner Arbeit steht. Vielleicht ist das, vielleicht bist du ein junger Dad. Vielleicht bist du eine ganz junge Mama. Vielleicht ist es ein bisschen näher Christen, die in Glauben zu leben, wo du bloß sagst, ich weiß, Gott hat mir erlaubt für das, aber wirklich, das ist zu groß für mich. Für mich ist das sehr persönlich. Ich fühle mich auch mal einmal so, Gott, das ist zu groß für mich. Und dann Nummer 4, das letzte, was er tut, ist, er betet für Schutz. So viel mal, wenn wir beten, wenn ich bete, dann bete ich, Gott, beschütze mich. Beschütze unsere Kinder.
und beschützt uns auf dem Weg und beschützt uns von thuis bei der Arbeit fahren. Und wie soll das tun? Das ist ein sehr gutes Ding. Weil wir bleiben bin das tun. Aber ich habe Jebäd am den sehen. Und ich habe Jebäd, Gott, gib mir diese Dinge, gib mir und sehen mich. Und dann halt mir, dass ich einen Einfluss sein. Und aber mit diesen Dingen, was ich will das nicht allein tun. Komm mit mir. Und dann beschützt mich, Gott. Beschützt mich, wo immer ich will gehen. Und in der meisten Zeit, wenn wir beten verschützt, dann ist das körperlich. Dann beten wir, dass wir uns Körper wird gesund bleiben, unsere Kinder werden gesund bleiben. Und das ist ein gutes Ding. Wir beten von unseren Freunden, von unserer Familie, dass die körperlich gesund sein und dass die nicht wo in einen Accident ankommen. Und wie soll das tun? Aber guck, was er tut. Jabez, der bet, und er sagt, in hol Augenblick in Bedrängnis weg von mir. Und so, das Wort da auf Englisch, das sagt evil, like, hol die beiden Dinge weg von mir. 1. Petrus 5, da sagt es, sieht der gedacht in Wacker, welch jener, der bei sich findet, der schlägt sich rum, und er sieht rum, und er kijkt sein, wem er wat kann in den Fallen anbringen, wem er wat kann verrieten. Und an den Vers 9 sagt es, den Feind, den war tot im festem Glauben. Wie kann er stehen? Und so wir sind in einem Jäseljahr Kampf. Wir sind alle in diesem Jäseljahr Kampf. Und so viel mehr, wie wir Frauen Gott für diesen Sehen, für diesen Einfluss, und die guten Dinge, was wir tun, mir fällt sich nochmal so viel Dollar schafft, der Feind zu kommen, der Jen zu schaffen, und uns möglich zu merken, uns zu verrieten, all diese Dinge. Da sehe ich, wem er was kann verrieten. Und dort, wo ich nicht sage, sieht wacker, passt ab, und war steht am. Wie kann er am war stehen? Wie kann den Feind war stehen? Durch die Autorität, was Gott an sie gegeben hat in sie Namen, durch die Wahrheit, durch das Wort, durch die Kraft, was wir gerade von lesen, die Kraft, was er an sie gegeben hat. Und wie kann er war stehen? Because was Jesus getan hat an Kreuz für uns. Er hat uns Sünden vergeben, und wir sind an seine Seite. Wie kann das war stehen? So ich will nächstes Mal, wenn ihr an denken, an Bäden verschützt, weil wir kriegen für die Dinge, bleiben bei Bäden, beschützt uns, unsere Kinder, ab dem Weg und für all die Dinge. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Ding. Aber ich will bis noch eine Stopp wiedergehen und sagen, Gott beschützt mich von den Feind. Dass ich nicht mehr was kann verrieten, dass ich wacker bleiben, dass ich nicht mehr was wegrieten. Dort am Wort hier ist das zu beten. Und so ich will mit Jüntau beten. Und so, ich hoffe, ihr werdet verändern, wenn ihr an diesen Jebäd denken, wenn ihr beten für Sehen, für eine Engerscheid merken, für Einfluss, und für seine Jenwort, und für seinen Schutz. So vor dem Himmel, wir danken dir für, wer du bist zu uns. Wir danken dir dort, wie kann nur die kommen, du bist ein Vater, was gleicht uns zu sehen. Und wir haben so viele Dinge, was du uns gegeben hast, was wir bloß even glücklich nehmen, wo wir so gesehen sind. Aber Gott, ich freue mich dort, diese Dinge, was du uns gegeben hast in unser Heim, dass wir nicht glücklich nehmen, aber dass wir bloß einfach mal unsere Augen aufsehen und wacker sein und checken, wo kann ich nu in sehen sein zu anderen. Für gerade ans Land stecken, merk deren ob, wie sonst wo wir können hingehen, um einen Engerscheid zu merken für die, und einen Einfluss zu sein für die. Dankeschön dafür. Und Gott, die Dinge, die du uns hast für Europa, so viele verschiedene Dinge hier in das Gebiet, jeder eine Hafen Raub, aber wir wollen nicht allein tun. Kommst du mit uns? Geh mit uns, wo immer wir gehen, wo immer du uns hast für Europa, dass wir das nicht allein tun. Das ist nicht mit unserer Kraft, dass wir die Arbeit tun, was wir tun. Tschüss, im Heim, unsere Arbeit. Das haben wir nicht selbst getan. Du hast uns gesagt, wir können das bloß durch deine Kraft. Und wie froh bist Gott, dass deine Gehen wird, was mit uns gehen. Und Gott, wir danken dir für Schutz. Und wir freuen am Schutz. Wir danken dir, dass du mit uns jessen von Tüß bei der Arbeit und ab dem Weg und ans Körper und unsere Gesundheit, dass der Schutz ist, dass du uns bewahrst. Dankeschön dafür. Aber von der beten wir auch, dass du uns wahrst, bewahren und uns in Schutz sein über uns, dass der Feind uns nicht kann wegleiten und verrieten und uns in Verdorben anbringen. Wir holen uns von dir, wir kommen bloß jeden, den Feind seine Plans, was er hat, wir kommen jeden dort
met de kracht wat du ons hast gegeven in die naam en in die woord. En we danken die Jezus voor dat. Dankzij Jezus. Dankzij. We loven die en we prijzen die. Help ons dat we dit waar kunnen leven. Dat ons Jebäd wordt zijn en we dat waar uitleven. We beten dat in Jezus' naam. Amen.